Jesus läuft die und will die frei machen. Haft die für einen dearen Preis gekauft. Er zijn 15 Säajnungen, wat aan de eerste 19 vers en Epheser ben zijn. En de derde vers en Epheser 1 vers 3, door als de eerste zeen. Dort wo hij dat verspreken dat en zegt wo wie wat van de Säajnung wie hand. En die zegt es dat. Ons Herr Jesus Christus, zijn Gott en Vader, soll dürfen geloofd worden. So wie sollen Gott dürfen loven? Dort sagt er in den dritten vers, dat hij ons als Himmelsbürger all de geestliche Säajnungen geschenkt hat. Hij heeft dat gedaan, dat is een done deal. Dis Säajnungen in Griechischen, dat zegt een nutzen. Dat is een nutzen voor ons. De geestliche Säajnungen, wat Paulus hier van reden dat is niet bloß een goede idee. Dat is wirklich, dat something wat we nutzen können, wo we een nutzen van kunnen haben. En dat waar we durch Epheser 1 vers 4 durch 19, waar we das zijn. So de vierde vers, die heeft de eerste Säajnung. En die zegt zo, wils euer de Welt den Grund legt, zodat als euer verhoop de Welt gemerkt hat, dan had hij een plan voor mij en die. En hij wil dat ganz beste voor ons. En dan had, du fängt die Sehen an. Voor hij dat licht gemerkt had, voor hij de Welt den Grund gelegt had, dan dacht hij aan mij en die. En dat zegt, had hij ons bestemd in Christus. Dat is de nächste Sehen. Dan had hij ons al bestemd in Christus. En dat is de Agape-Liebe. Die kunnen we ons niet verdienen. Dus derde Sehen in denzelfde vers, dat is zijn heilige, onschuldige Kinder. En dat meint, dat we zijn würdig, we kunnen am aanbeden, wanneer we op hart komen. Gott heeft een gefallen daaraan, wanneer we naar hem komen en wanneer hij durch ons schaffen kan. En anderen in Sehen zu sein. Wenn dort wenig Fehler merken, aber wenn wir gerecht sind an Christus. Dort, worum er uns kann, und wie heilige, unschuldige Kinder nennt er uns. So wird von Sehen erst dort, wenn er uns das dort benannt. Und dann der nächste Vers, der 5. Vers, der sagt, dass er hat uns angenommen, er hat uns adopted. Wenn Gott seine Liebe für uns hat er dort so angeregt, dass er uns durch Jesus Christus annehmen will, als seine eine Kinder. So er will uns adopten, und er will jeder ein von uns, will er adopten. Er will haben, dass jeder ein von uns soll Christus als sein persönlicher Heiland annehmen, und dass er uns kann adopten. Und wenn er uns adopten wird, dann sind wir seine Kinder und dann können wir all die Benefits haben, was ein Kind ohne Eltern kann haben. Johannes 1, Vers 12, der sagt, aber all die am Abnehmen und all unsere Namen glauben, dürfen die Macht, Gott seine Kinder zu werden. So all die, was am Abnehmen und unsere Namen glauben, die können adopted werden. Die will adopten. Und dort ist sein Wunsch für die und für mich und für uns alle. Der 6. Vers, der sagt, nu können wir nicht anders als seine große Gnade loben, da er uns für Haft kommen lassen, durch seine Leben sehen, Jesus Christus. Und er hat uns angenommen durch Jesus Christus, durch sein Geläuften. Wenn wir Christus uns antragen, dann sieht der Vater uns bloß so, als er Christus sieht. Wenn er uns sein wird, dann sieht er uns mit der großen Liebe. Als Jesus im Wutterrütsch sterben wird, als er getauft wird worden, dann sieht er, das ist mein Leben sehen und den ich wohlgefallen habe. Und das, was er zu mir in die sagt, wenn wir uns Christus angetragen haben. Dann Christus im Blut, der wascht all unsere Schuld und unsere Sünd weg und wir können ganz vollkommen für Gott stehen.
Viele Christen, die wollen dort sein mit Worten zu tun. Die wollen herrlich leben, die machen dort Wort, sollen sie Säja lesen, und viele Dinge, um dort selber worden angenommen worden bei Gott. Aber das ist es, wenn du willst auf einer Treadmill exercisen. Du rennst und rennst auf Treadmill, aber du kommst noch nicht hin. Und dort ist, wenn wir mit unseren Worten wollen, Gott zu gefallen. Und wir wollen am Gewinn mit Gott tun. Und so ein Mensch ist dort, der kijkt immer nach vorne, was kann ich noch tun, um dort Gott mir mal was annehmen. Aber der Epheser 1, Vers 6, der sagt, durch seinen Leben sehen Jesus Christus, hat er uns all angenommen. Der griechische Wort angenommen durch seine Läuften, dort sagt agapao. Und dort meint, er hat uns einzeln, läuft er uns. Dort ist nicht aus einer großen Schule, aber er läuft uns alle einzeln. Und dort ist, wo er tät. Der andere Wort für Leo, dort ist eine Leib, wo die Schwester ihre Freund einen anderen haben. Aber das agapao, der geht viel tiefer. Und dort ist der Leib, was er hat, dort er uns angenommen hat, durch Christus. Viele ist dort schwor, dort zu glauben, dort wir all angenommen sind bei Gott. Dort er uns läuft, dort wie Gott uns dort derben verdienen. Aber die Wahrheit ist, Gott läuft die. Er läuft die mit Säja. Und du hast nicht, was er noch mehr kann für die tun, wenn er hat alles getan durch Christus. Und du hast nicht, was du kannst tun, dort er die Wort Dollar laufen, weniger laufen, wenn er läuft die durch Christus. Du bist angenommen, wenn was Jesus für dich getan hat und für mich getan. Und dort ist, was Epheser 1, Vers 6 uns sagen will, dass wir sind angenommen durch Gott sind Geläuften. Und wer ist Gott sind Geläufter? Dort ist Jesus. Der 7. Vers, der hat 2 Säajnungen dabei. Die erste Säajnung ist, durch Jesus, der sein Blut für uns Jejäft hat. Dort ist unsere Erlösung, durch Jesus sein Blut. Der Preis für unsere Sünde, der ist betont und wir können aufgeht Leben haben. Dort ist ganz betont durch Christus sein Blut. Und Christus sei wenig mehr als Glauben zu der Sünde, aber wir sind frei gekauft worden. 1. Korinther 6, Vers 20 sagt, wir sind für einen dearen Preis gekauft. Durch wen verherrlicht Gott mit jenen Körper. Wie viel rechnest du dort, was Jesus für dich getan hat? Der nächste sehen, der ist, wir sind losgekauft. Wenn uns wir noch nicht dort verstehen können, dann drehen wir uns zum vierten Bereich von Gott. Wir deuten mit Wahns, dort wir rebellisch werden. Wir deuten dort, was uns jankert, was uns Fleisch will. Und wir horchen nicht nur Gott seine Weisheit und die Dinge, was er uns verlieren. Aber von der hat Christus die verjäft und er will das Beste für die. Du bist auch verjäft. Dort hat Jesus alle am Kreuz getan für die. Er hat nicht bloß deine vergangene Sinn betont, was du all bekannt hast. Er betont die alle. Er betont die, was du getan hast, was die Fehler, was du von dir was merken und machen. Der hat er alle betont. Und dort ist, so es Hebräer 9, Vers 12 sein wird, Aufgeradung hat er für uns verschafft. Und dort ist in großen Sehen, was du hast getan. Der 8. Vers, die sehen, der ist die große Gnade. In uns sind die Sinn vergift durch die große Gnade, die in uns Leben nennt kann, in uns die Augen für die Wahrheit aufmerkt. So die große Gnade, die merkt uns die Augen auf für die Wahrheit. Und groß meint wirklich. Und Gnade meint unverdienten Ganz. Der können wir uns nicht verdienen. Der hat Jesus für uns getan, der hat für uns betont. Der darf wir bloß annehmen. So die große, wirkliche Gnade, was er uns getan hat, die, wenn wir Christus in uns haben, in uns Christus haben angetragen,
Dat is das Narifa. En die blijft in ons schelen, ganz bet wie in de eeuwigheid zijn. Dat is een grote zegen wat we doorhand. De neende vers heeft de neenden zegen. En dort sagt, Gott hat uns seinen Geheimnis weiten lassen. Dat is een zegen. Hij laat ons zijn Geheimnis weiten. Dat hij zich had voorgenomen, dat Jesus Christus vandaag te brengen. Hij wil dat hij ons dit Geheimnis weiten lassen kan durch Jesus Christus. Gott geeft ons wijsheid en aanzicht aan zijn woord. En hij heeft een verlangen dat we taub Christus verherrlichen. Offenbarung 4, Vers 11, der sagt, durch dienen wollen, als alles durch und gemerkt worden. Der 11. Vers hat den tienden Sehen und dort als seine Ohren. En Christus hat hij ons vooruit bestemd. Seine Ohren te zijn, zoals hij dat gepland had. En hij voert alles zo uit, als hij dat wil. Een inheritance krijgen we durch Christus. Wat is met een oven met verbonden? 1. Korinther 2, Vers 9, der sagt, aber gerade so, als geschrieben steht, wat kein Ohr gesehen hat, und kein Ohr gehört hat, und woran kein Mensch gedacht hat Gott regelgemerkt für die arm Gott sind. So dat is Sachen, wo kein Ohr gesehen hat, kein Ohr gehört hat, und kein Mensch angedacht hat. So dat is zoveel meer als bloß das Reichtum und Herrlichkeit, de Jenwoord Gottes in de eeuwige Heimat. Diese drei, dat is bloß von boven een beetje raufschapen von wat Gott für uns hat. Hij hat zoveel meer en zoveel dieper. Aber dat is für uns, als wir dat wollen. Dat is allerlei door für uns, dass wir dat annehmen. Wir können uns dort nicht verdienen. So Epheser 1, Vers 13. Dus die hat zwei Säajnungen ben. Die erste ist die Wahrheit. Und so wird dort auch mit jenen, die je die Wahrheit gehört haben, wodurch je gerat worden und an am glaubten. Die Wahrheit ist das Licht für die Düsternis und mit ohne Wahrheit kann wir nicht gelehrt worden. Wenn wir nicht die Wahrheit haben, dann sind wir im Düsteren geblieben. So, die Wahrheit gibt uns Licht und das uns Leben. Das zweite ist den Heiligen Geist. Dann tekent Gott jünd mit dem Heiligen Geist. Und dort ist ein Ziel, dort ist ein Teken, was er uns gibt, mit das er uns den Heiligen Geist geben wird. Wenn wir Gott seine Kinder wollen, tekent er uns und dort ist mit dem Heiligen Geist. Und dort ist eine Garantie für die ewige Sicherheit. Das ist ein Down Payment für unsere Erlösung. Bet den Tag, wat Jesus uns wird kommen holen. 18. Vers, und dort ist auch, wo Paulus das Gebet beten wird, am Weisheit über die Epheser. Und du hast dort so wie noch einmal 3 Säajnungen ben. Und die erste ist die große Hoffnung. Das ist die 13. Säajnung. Mocht hij jünd Ansicht geben, Hort zu vernehmen, wo große Hoffnung ist, der hij für jünd Reut hat. Hij hat für uns eine große Hoffnung Reut. Und diese Hoffnung, ich lese laatst eine Geschichte, dass wir sind alle in denselben Sturm. In dieser Pandemie, wo wir sind, wir sind alle in denselben Sturm, aber wir sind in verschiedenen Boots. Einem betrifft das so, in anderen anders. Und in dem Boot, wo du bist, diese große Hoffnung, die gibt dir ein Anker, wo du kannst raufschmieden und dass du nicht darfst, und das alle auf den Duhl geschmieden worden. Du kannst vorstehen an Christus und diese große Hoffnung. Und da haben wir das sehen, was wir von Gott haben, dadurch, dass wir an Christus sind. Und das ist ein Anker, wo du kannst raufschmieden, das ist ein Stein, wo du kannst boven vorstehen. Und du brauchst nicht auf den Duhl geschmieden worden. Das ist eine große Hoffnung und das hat er für uns. Das nächste ist ein Aufgaut. Der sagt so, und wo groß und herrlich das Aufgaut ist, dass alle Heiligen in Christus gekriegt haben.
Dit is een Aufgabe, wat we gekregen haben in Christus. Du bist sehr viel wert wie Jesus. Glaubst Jesus wird das alle getan haben? Er wird sein han geleden und am Kreuz gestorben sein, wenn er die nicht sehr viel retten dort? Dann meint er läuft uns, mir in die sehr. Und er dort, omdat er uns kann bringen, nur Gott. Dadurch, dass du die hast Christus angetragen, hast du die Gerechtigkeit von Gott an Christus. Und dort ist ein großes Geschenk. Der nächste, dort ist an den 19. Vers, und dort ist der riesige Kraft. Dort ist die 15. Säajnung. Und er sagt, und dort die begreifen kann, was für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt, die wir an ihm glauben. Die wird an Jesus glauben, in ihm als ein persönlicher Heiland haben angenommen, die kriegen diese riesige Kraft Gottes. Der 20. Vers sagt, dort ist dieselbe geistliche Kraft, die er beweist, als er den Heiland vom Tod abwirkt und besiegt zur rechten Hand den höchsten Ehrenplatz im Himmel Jejäft. Paulus sagt, das ist eine riesige Kraft Gottes. Was bedeutet das für dich, wenn das sagt, eine riesige Kraft Gottes? Und das ist für all die, die an Christus glauben. Was meint er für dich? Das ist dieselbe Kraft, was Christus aus dem Grab rausbracht. Das ist dieselbe Kraft, was der Sinn, den Tod und der Hölle überwinden hat. In Christus habe ich diese selbe Kraft und der ist in dein Leben von dir. So eine Frau von dir für dich. Bist du gesehnt? Ich hoffe, das ist ein Sehen gewesen für dich und dort die Maut gejäft haben. Ich bin Bertha Wall. Dankeschön für diesen Video angucken. Ich wünsche dir Gottes Segen.